Es geht mehr darum, dass es Gott machen kann. Und ich probiere mich oftmals so zu fragen, denke ich noch grösser, was Gott tun kann? Oder habe ich durch Schicksalsschläge, Sachen, die nicht funktioniert haben, irgendwie Sachen, die ich enttäuscht geworden bin, irgendwo ein limitiertes Denken entwickeln? Und dort möchte ich euch auch ermutigen, wie zu sagen, Glauben zu entwickeln, ist eigentlich etwas vom Größten. Es ist das, was am meisten Potenzial hat. Also wenn ich so überlege, früher in diesen herzigen Freundschaftsbüchlein hat man doch schreiben, was man mal werden will. Und ich habe reingeschrieben Sängerin, weil ich das Gefühl hatte, ich habe gerne gesungen, habe Musik gerne gehabt. Ich bin nicht Sängerin geworden, ich habe das KV gemacht. Aber spannend war, ich habe natürlich den Worship schon ausprobiert in der Kirche. Und ich habe probiert zu singen, aber gemerkt, der Pfuss, der fehlt mir ja nicht so viel Schnuff, dass ich wirklich wie professionell singen kann. Aber das Spannende ist, dass Gott über die Jahre an mir weitergearbeitet hat. Und jetzt durfte ich plötzlich wie englische Texte, englische Lieder übersetzen ins Berndeutsche. Und schon kann man eigentlich das musikalische Talent, das ich doch am Rand irgendwo habe, wieder brauchen. Und wenn ich dir sagen müsste, wie können sich deine Talente, die du hast, entwickeln oder vervielfältigen, würde ich dir sagen, hey, ganz einfach, gang zu dem, der es geschenkt hat, der hat den Plan dafür. Weil ich sage dir, das Letzte, was er will, ist, dass sie verrotten bei dir. Also sprich, dass nichts damit passiert. Gott hat 1001 Ideen, wie er jedes Talent, weil es ist selten nur eins, Schritt für Schritt, Zeit für Zeit einfach hervorholen kann, weiterentwickeln und sogar noch zu einem Talent machen, das nicht nur dir etwas dient, sondern allen um dich herum auch noch. Jetzt möchten wir auch noch recht herzlich alle begrüßen, die immer wieder einen Podcast auf unserem YouTube-Channel nachschauen. Geben wir ihnen einen lauten Applaus aus dem Kauchofen raus. So genial. Habt ihr eingeschaltet? Wir haben letzten Sonntag eine Serie gestartet, was so ein bisschen darum geht, unser Talent zu entdecken, aber auch zu entwickeln und auch einzusetzen auf dieser Welt. So ein bisschen «Unlock your potential», oder? Was es ein bisschen cooler tönt, oder? Ja, ein schönes Design dazu, oder? Habt ihr übrigens gesehen, das Design von dieser Serie, oder? Wenn man es genauer anschaut, merkt man, es entwickelt sich etwas. Ja, hat sich jemand sehr viel überlegt. Ich bin dankbar für alle die Designer, weil wir ja letzten Sonntag gehört, ich habe auch mal eine Grafikerkarriere gestartet. Bei einem Slide im Word ist es geblieben und dann haben wir gemerkt, okay, das ist es nicht. Und das ist auch noch wichtig. Oder? Wir hatten letzten Sonntag gehabt, wir sollen einfach suchen, auch die Begabungen nicht aufgeben, dranbleiben, sich nicht einfach mit einem 0815-Leben zufrieden geben, sondern wirklich probieren, auch die Sachen zu suchen. Und ich bin überzeugt, Gott hat uns alle beschenkt mit irgendetwas. Und das ist letzten Sonntag gegangen, dass wir diesen Mut entwickeln, etwas wollen, zu bewegen. Jetzt geht es ein bisschen darum, zu entwickeln. Also wie kann ich da Begabungen entwickeln? Und vorneweg habe ich auch, eben, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, schon immer gut, wenn du kennst, was du nicht kannst. Oder ich kann mich gut erinnern, im Militär war es so lustig, oder? Ich bin auch in der RS, oder? Zu meiner Zeit ist man aber noch in der RS, das ist heute anders, oder? Es gibt einfachere Wege. Also ich hatte es auch nicht so streng gehabt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich war clever genug gewesen. Mir hat man gesagt, irgendwo musst du schauen, dass du nicht bei den Besten bist und nicht bei den Schlechtesten. Du bist einfach schön einmitten, oder? Und ich habe es geschafft, ich habe noch am Schluss eigentlich meinen Namen nicht so kennt. Ich habe mich immer schön versteckt. Aber dann war es am Anfang ziemlich lustig, oder da tut man ja üben, wenn es im Ernstkampf ist, also mit einem Ding in den Hang, das dann ja, im Kampf verbraucht ist, ein Gewehr würde man das nennen. Und bei mir ist es eben ein bisschen so, ich habe ein Talent. Und zwar ganz lustig, ich kann nur ein Auge zutun, aber das kann ich eben nicht einzeln zutun. Das ist irgendein familiär bedingter, weiß auch nicht. Sagt es dem nicht Fehler, das ist ein Talent. Oder? Und dann müsst ihr euch vorstellen, Linkshänder bin ich auch noch, und dann habe ich das Ding in die Hänge genommen, und dann hat die ruhige Hang, und dann hat das Auge zu. Und dann habe ich schon nach 10 Minuten gemerkt, gut, jetzt musst du andere Wege suchen, aber das wird nichts. Und dann habe ich die anderen Wege gefunden und dann bin ich genau waffenlos geworden. Ist auch sehr gut. Einfach weil ich das Talent habe, eben das Auge nicht zuzutun. Und dann hatte ich aber so viele Kugelschreiber hier drin, dass ich gesagt habe, wenn es dann mal abgeht, dann wehre ich mich.
mit den Kugelschreibern. Nachher. Das war mein Weg. Aber ich habe gemerkt, gut, so nicht. Aber ich bin dann eben doch ein bisschen bekannt worden als der eben mit ganz vielen Kugelschreibern kriegen. Der würde gewinnen. Okay, gut, etwas, was ich gemerkt habe, was eben nicht ist. Aber jetzt gehen wir so ein bisschen zusammen entwickeln. Also wenn wir gleich auch wie können Sachen sagen, die wir irgendwo gelernt haben, wo wir vielleicht auch merken, es macht uns Freude. Warum sollen wir das überhaupt entwickeln? Ich meine, wir können ja alle ein Leben wählen, das eigentlich sehr dem Stillstand entspricht. Also wir sagen, okay, wir tun uns irgendwo reingeben und bleiben einfach, wie wir sind. Aber ein göttlicher Gedanke, den ich auch möchte ermutigen, ist, dass Gott liebt, wenn wir Fortschritt bringen. Entwickeln heisst, vorwärts bringen, einen Fortschritt immer wieder vorwärts zu kommen, wachsen. Dass aus dem heraus, egal was es auch immer ist, egal wo wir dran sind, dass so etwas entstehen darf, wie Andrea vorhin so wunderschön gesagt hat, dass etwas entstehen darf, das vielleicht sogar anderen dient und nicht nur uns selber. Und ich glaube, es ist auch ein göttlicher Auftrag. Und wenn wir auch so ein bisschen von vermehren, entwickeln, multiplizieren reden, die einen oder anderen kennen, sie auch schon predigt über das, weil es wirklich auch ein Leidenschaftsthema ist ja Matthäus 25, was so darum geht, in die Talente, oder, wo Jesus eigentlich sagt, ich euch das Himmelreich, also göttliche Gedanken, anhand folgendem Beispiel erklären. Und ich möchte jetzt nicht die ganze Predigt um das drehen, obwohl es hätte ich genug Stoff, aber gleich schnell, ganz kurz zusammengefasst, ihr dürft so mal nachlesen. Es ist wirklich spannend, wie soll ich sagen, auch herausfordernd, wenn man das so liest. Weil Jesus sagt dort von einem Beispiel, dass ein Geschäftsmann eigentlich 3 Leute unterschiedliche Talente, also so Geldsäcke mit eben Talent, also da sind so Münzen drin, oder, hat gegeben, während er auf Geschäftsreise ist gegangen. Und er hat gesagt, macht etwas mit dem, was ihr habt. Und wir lesen, anhand von ihren Fähigkeiten haben sie wie Mittel bekommen oder Ressourcen bekommen. Und spannend ist nachher, ich das hier so ein bisschen mitgebracht, dass wir eigentlich daraus lesen können, dass eigentlich Gott treu sein Multiplikation ein bisschen auch voraussetzt. Und ich habe lange immer gedacht, Treue gegenüber heisst Gott immer schön alles bewahren, schauen, dass es ja nicht vergeht. Aber eben, wenn wir das lesen nachher, hat er eben den Geschäftsmann, Jesus braucht das Beispiel, hat er das unterschiedlich anhand dieser Leute gegeben. Der hier, der hat aus dem, was er hatte, das verdoppelt. Der hat ein bisschen weniger gehabt, aber der hat ebenfalls verdoppelt. Und der da, lesen wir in der Bibel, hat Angst gehabt, hat das einfach vergraben, wenn der Geschäftsmann zurückkommt, dass er es einfach wieder zurückgeben kann. Spannend ist, wie wir nachher dort lesen, Matthäus 25, 21, wie der Geschäftsmann zum Ersten sagt, sehr gut, erwidert er, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Wir lesen ebenfalls noch weiter, wie er auch dem sagt, du hast es gut gemacht, du hast es vermehrt. Du bist mir treu gewesen, weil du vermehrt hast. Und dann lesen wir aber auch, dass er sagt, du hast Angst gehabt, du hast mit dem, was ich dir gegeben habe, nichts gemacht und du bist ein fauler Typ und gang aus in die Dunkelheit. Und dann hast du das abgeschlossen. Und das allein, schon nur diese Geschichte, die gibt es Denken, anzuregen vielleicht auch. Ich glaube, es ist eine göttliche Aufgabe auch, dass wir es vermehren sollen. Das ist ja so lustig, ich kann mich gut erinnern, an Weihnachten von der Verwandtschaft von meiner Frau, das war so lustig, der Grossetti, er ist leider nicht mehr unter uns, aber er hat Jahre, ich war ja ein paar Mal da, wir sind ja so ein Zeitchen zusammen, oder einmal im Jahr, dann so die ganze Verwandtschaft trifft, da war in der Stube alle Leute, die ganze Verwandtschaft da gewesen. Dann haben wir immer Liedchen gesungen, Mandarinchen gegessen und Zeug und Sachen. Und er ist immer, wenn das fertig war, hat der Grossi gesagt, so, etwas sollte ich noch sagen. Er hat immer das Gleiche gesagt. Oder? Macht einfach das, was in der Bibel steht. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Oder? Und er hat ein Witzchen geschrissen und alle haben immer gelacht und haben Freude gehabt. Oder? Weil es ja die Stube voll war. Also der hat das auch schon ein bisschen früh immer gesagt. Oder vermehrt euch. Oder? Aber ich habe es gleich so cool gefunden, weil eigentlich, wenn wir das Zeitrad jetzt von dem, was Jesus gesagt hat, und alles zurückdrehen, ganz am Anfang, 1. Mose 1,28, lesen wir ja wirklich, eben wie Gott das sagt. Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und alle Kriechtiere. Gut, eben, es war für mich immer so ein bisschen, ja, vermehrt euch da, oder? Und nachher habe ich immer sehr schnell, eben, ja gut, super, heiraten und Zeug und Sachen, oder? Den Auftrag nehmen wir gerne wahr, oder? Und das war für mich immer das gewesen, aber der Bibelvers hat mehr. Es ist wie mehr drin, oder? Also wenn ich es gleich ein bisschen aufteilen will,
Ist spannend, klar. Ist das, wie gesagt, vor Fortpflanzung. Ja, der hat mit Job da müssen jetzt andere schauen, dass das immer weitergeht. Oder? Ist immer gut, oder? Ja, ich Freude, oder? Mehr als 2 und so weiter. Super Sache, oder? Aber dann haben wir ja noch weiter dort raus, dass eben auch Ausbreitung und eigentlich Besiedlung in diesem Vers ist. Also wir sollen uns auch ausbreiten. Und für mich heisst das eben das Vermehren, aber uns auch besiedeln, uns mit dem beschäftigen. Und das Dritte, was wir aus diesem Vers rausnehmen, ist für mich gleich noch so ein bisschen Herrschaft und Verantwortung. Also eigentlich, wir sollen herrschen. Und herrschen ist für mich auch immer verantwortungsvoll mit dem umgehen. Gott hat uns eine wunderbare Erde geschaffen. Verantwortungsvoll mit dem umgehen, mit diesen natürlichen Ressourcen, die wir haben, ist für mich ebenfalls eine Art, auch Gott zu ehren. Das ist aber für mich nicht nur das Natürliche und dass wir Freude haben an den Bäumen und den Fischen und dieses und eins, sondern dass wir auch mit diesen Ressourcen, die Gott uns gibt, probieren zu vermehren. Und das soll jetzt nicht eine Predigt sein, wir scheffeln Geld und weiss nicht was alles, sondern uns selber ein bisschen auch zu fragen, was habe ich? Wir hatten letzte Sonntag davon gehabt. Entdecken, ausprobieren. Und jetzt probiere ich ein bisschen zu ermutigen, dass das Vermehren, auch probieren zu entwickeln, gar nicht etwas Schlechtes ist. Weil oftmals wird es auch schlecht dargestellt. Weil wer vermehren, der ist immer nur übertrieben, oder? Der will immer nur zielreich und dieses und jenes weiss. Aber vermehren ist auch etwas Göttliches. Und ich glaube, das dürfen wir auch lernen in diesem ganzen Thema, wo wir so ein bisschen herausfinden sind, was ist die Idee mit dem Potenzial, das Gott uns hat gegeben. Schon spannend, 2. Timotheus 6, wie der Paulus dem jungen Timotheus dort eigentlich einen Tipp gibt. Er sagt, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat. Als ich dir die Hände auflegte, lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Ich möchte das ein bisschen vorhaben. Der Paulus sagt dem Timotheus, lass zur Entfaltung kommen. Denk nicht einfach an irgendeine Gabe, sondern du es entwickeln. Ich wünsche mir das von dir, dass es entwickelt werden kann. Und ich glaube, wir könnten mega lange uns über das unterhalten und ich liebe den Gedanken, weil ich auch lernen mit der Zeit, dass es auch krass ist, wenn du Gott einlädst in das ganze Thema. So eine Kombination ist von Träumen von dir selber, die du auch loslassen kannst, wo du auch Gott einbeziehen kannst und sagen, klar, ich habe Träume, das ist jenes eins, aber ich probiere auch Sachen zu bewegen, die nicht nur um mich selber gehen. Und wenn du Gott einlädst in das Ganze, staune ich immer wieder in unterschiedlichsten Lebensbereichen, wie nachher auch Fruchtbares daraus entstehen darf. Wie du irgendwo merkst, es ist gesegnet. Ganz unterschiedliche Leute. Ich sehe Familien, die bewusst sagen, wir wollen als Familie Segen sein. Wir wollen nicht nur uns um uns selber drehen, sondern wir wollen unsere Türen auftun für andere. Ich sehe junge, begabte Leute, die sagen, okay, das, was mir Gott geschenkt hat, meine Intelligenz, ich will das brauchen, für einen Segen zu sein. Ich sehe ganz viele unterschiedliche Leute, die enorm fit sind, körperlich, und ich sage, okay, es geht mir nicht nur darum, Karriere zu machen, für mich selber, für irgendwo Geld scheffeln oder was auch immer, sondern auch für Segen zu sein, für Leute zu motivieren, sich ebenfalls gesund zu bewegen, all diese Sachen. Und spannend ist, wenn der Faktor Gott weit reinkommt, dann sehe ich oder beobachte ich oftmals, wie das Multiplizieren nicht nur noch menschlich läuft, sondern also immer so schön stetig vorwärts gehen, sondern wie mit Gott eben oftmals Sachen wie explodiert werden. Gut, jetzt kann man ja sagen, wir können ja eine Predigt machen, da moralisch noch die letzten 10 Minuten nutzen und hier und da und wir entwickeln. Und gell, wenn wir nicht entwickeln, hey, dann bretten wir auf den Tisch und sagen, wir müssen entwickeln. Und ich hatte einen Gedanken gehabt. Oder ich verstehe mich, er hat es vorhin auch gesagt, ich liebe das Thema. Mega. Wirklich mega. Weil irgendwo durch spüre ich auch, je mehr dass ich sage, Gott tut da. Und wenn du willst, bist du dann auch selber die Schuld, wenn es nicht klappt. Und ich nicht selber die Tür aufschliessen, sondern Ausschau halten nach Möglichkeiten, wo Gott etwas tun kann, wie es irgendwie immer auch funktioniert. Das ist unglaublich und das ist nicht wegen mir. Aber ich merke, wie das so multiplizieren, sobald der göttliche Gedanke drin ist. Aber ich habe auch gemerkt, wenn wir so über das reden, es kann so einen Druck auslösen. Ich weiss nicht, was bei dir letzte Sonntag,
jetzt die erste Hälfte, dann bin ich auslöst, okay, ich muss multiplizieren, weil sonst, wenn ich nicht multipliziere und es nicht vorwärts bringe, dann sagt Jesus zu mir selber, verreis, gang in die Dunkelheit auf Aufpelz. Das kann einen Druck auslösen, oder nicht? Das wollen wir nicht vermehren, hat Gott nicht Freude und all diese Sachen. Und dann kommen wir in einen Stress hin. Und dann hat es mich so berührt, als ich das von Andrea gehört habe, und ich möchte es noch mal schnell vorlesen, was sie jetzt gesagt hat. Gang zu dem, der dir Talent geschenkt hat. Er hat einen Plan für sie. Das Letzte, was Gott will, ist, dass deine Talente unnütz bleiben. Verrotten, hat sie gesagt. Und der drinnen, schon nur in dem Sinn, und als ich dann auch so probiert habe, aus einer anderen Sicht anzuschauen, habe ich auch das Gefühl gehabt, ich möchte euch ermutigen, wirklich auch Gott einzuladen in das Ganze. Es geht nicht in erster Linie, klar, wir können jetzt aus dem Kontext heraus sagen, Matthäus 25, das Abschnitt, das nehmen wir raus, machen ein eigenes Buch daraus und jett und machen und du. Ganz ehrlich, ich habe ein Buch gelesen oder bin dran, es inspiriert mich zu vermehren, aber ich habe gemerkt, das löst den Druck aus. Und das war so tough geschrieben, ich habe das in den Ferien gelesen, nachher irgendwo nach dem 2. Kapitel und ich dachte, ich mache viel zu wenig. Das ist gar nicht gut. Ich muss energischer vermehren, sonst hat Gott nicht Freude. Und dann habe ich irgendwo gemerkt, halt. Klar, vermehren, entwickeln ist genial. Aber mit Gott zusammen löst sich auch der Stress, immer müssen zu performen. Und wir können uns 24/7 um unser Talent kümmern. Entwickeln, machen, fördern, lernen, noch besser, hier, da, dieses und jenes und eins. Und nur uns selber. Aber ich möchte bewusst wieder den Druck wegnehmen. Und ich hatte einen Gedanken, den ich mit euch teilen möchte. Ich tue immer so Endjahr mich fragen, hat sich mein Glauben entwickelt? Ich meine, das ist auch Potenzial, vorwärts zu bringen. Weil was machen wir, wenn wir probieren, mehr Glauben reinzubringen in unser Leben? Dann ist mehr Gott und weniger mir selber. Es geht mehr darum, dass es Gott machen kann. Und ich probiere mich oftmals so zu fragen, denke ich noch grösser, was Gott tun kann? Oder habe ich durch Schicksalsschläge, Sachen, die nicht funktioniert haben, irgendwie Sachen, die ich enttäuscht geworden bin, irgendwo ein limitiertes Denken entwickeln? Und dort möchte ich auch ermutigen, wie zu sagen, Glauben zu entwickeln, ist eigentlich etwas vom Größten. Das ist das, was am meisten Potenzial hat. Das ist das, was so viel Veränderung auch reinbringen kann. Und dort probiere ich dann auch, wenn ich merke, okay, gut, es ist nicht wirklich mehr Glauben da, vielleicht eher sogar herausfordernd, mich dann ganz persönlich auch zu fragen, was kann ich dort ändern? Und da geht es nicht darum, mich selber zu trainieren und zu machen und vorzubringen, sondern mir zu überlegen, wo habe ich vielleicht gemeint, ich habe es im Griff. Ich bin sackstark unterwegs und dieses und jenes, ja, so viel Talent. Sondern auch wie zu sagen, okay, es ist ja gar nicht so. Es ist schlussendlich, glaube ich, weil ich ja in den letzten Jahren von meinem Leben probiert, wirklich Gott zu vertrauen. Und darum funktionieren Sachen. Und ich möchte schon schließen mit einer Geschichte, die mich sehr berührt hat, weil so auch persönlich ist, eine Geschichte, die wir in der Bibel lesen, wo der König Salomo, ganz ein spannender Mann, man könnte da viel erzählen, aus welcher Familiengeschichte er daraus entstanden ist, aber es ist ganz spannend, wie Gott zum König Salomo sagt im 1. Könige 3,5, was willst du haben? Bitte und ich werde es dir geben. Jetzt stellt euch mal vor, was für eine Bombenfrage ist das? Ich meine, Gott hat die Welt erschaffen. Das ist ja aber, oder schon als Kind, oder? Da ist doch, wenn man Zang und ein Küssi und Pfeh und dieses und eins, und dann hat man ein Wünschchen frei, oder es gibt ja so Filme, oder? Wie hat der geheißen? Der Aladdin, das ist doch der aus der Flasche, oder? Hast du doch auch einen Wunsch frei gehabt, oder? Und ich habe immer gedacht, und ich habe auch Flaschen relativ lange angeschaut, so habe ich Aladdin angeschaut, was würde passieren, wenn blub, auf einmal so einer rauskommt und hat die ein Wünschchen frei? Was würdest du wünschen? Wenn ich jetzt heute Abend frage, was würdest du sagen? Was würdest du sagen, wenn Gott ganz persönlich an die Welt erschaffen, wo alles in den Hängen. Die würde fragen, sag, was du willst, und ich gebe dir es. Haben wir ein Auto, aber dann müssen wir daran denken, dass wir auch genug Geld müssen haben, die Versicherungen für das Auto zu zahlen. Oder? Es wird dann noch kompliziert. Oder? Du musst dann überlegen, was du wünschst. Oder? Du hast unbedingt eine Beziehung. Du musst auch noch wünschen, dass du vielleicht nicht nur endlos investieren in die Beziehung, sondern so noch ein bisschen Fakt. Oder? Du musst gut überlegen, was du wünschst. Aber spannend ist, zurück zum König Salomo, das hat mich so berührt, was sagt 1. Könige 3,9,
Schenk dem Diener ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne. Denn wer könnte dieses große Volk, das dir gehört, regieren? Und ich so gelesen und dachte, nein, Salomo, du kannst so viel mehr wünschen. Hättest ja einfach wünschen, dass das Volk nie mehr Probleme macht. Dass ich nichts mehr machen muss beim Regieren. Da hättest du alle Feinde wegwünschen können, dann hättest du auch ein easy Leben gehabt. Es hat so viele andere Möglichkeiten gegeben. Was ist passiert, dass der Salomo wie so viel demütig sagt, hilf mir einfach, auch Weisheit zu erlangen. Und das war spannend im Lesen 1. Könige 3, 11-12, wie dann Gott eigentlich auch zur Antwort gibt. Dies war deine Bitte und nicht ein langes Leben oder Reichtümer für dich selbst oder der Tod deiner Feinde. Darum will ich dir geben, worum du mich gebeten hast. Ich schenke dir Weisheit und Verstand, wie kein Mensch vor dir sie besaß und keiner sie mehr besitzen wird. Es ist unglaublich, wie eigentlich der Salomo dann sich zurückgenommen hat, obwohl er den Wunsch frei hatte, und hat gesagt, eigentlich hätte ich nur ein guter Diener sein. Und darum erzähle ich das. Jahre zurück, also jetzt nicht 100 Jahre, aber schon ein paar Jahre, habe ich gemeint, mein Weg ist 100% im Sport. Ich habe sogar Gott einbezogen in das Ganze. Und immer gebetet vor den wichtigen Momenten und all das. Und das Gefühl gehabt, mit Gott zusammen kann ich multiplizieren und entwickeln und machen. Und irgendwann kann ich in einem Interview vielleicht auf den Gott hinweisen und der, hey, Menschen haben Gott auch gerne, weil ich den oder so. Das war meine Vorstellung. Dann ist das irgendwie nicht mehr geworden, ich hatte nicht mehr gleich Freude und alles. Und ich sage, ich war so lost. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich habe nicht gewusst, das ist alles, die ganze Jugend ist irgendwo wie weg. Und dann habe ich dann das gelesen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich könnte jetzt stundenlang um Talent und Begabungen und offene Türen beten und dieses wie so eins. Und ich weiss, schlarpend bin ich dann gelaufen und dann habe ich gedacht, also gut, Jesus, komm. Der Salomo hat es so gemacht und irgendwie hat dann auch viel erreichen in seinem Leben. Und darum möchte ich dich bitten, einfach, dass du mir hilfst, richtige Entscheidungen zu fällen in meinem Leben. Dass ich weise genug sein kann, dass ich nicht andere Menschen verletze mit meinem Leben, sondern eher ermutiger werden kann. Dass ich auch meine Begabungen überhaupt finden kann, dass ich auch entwickeln kann und all das. Aber ich habe mich irgendwo auf das beschränken dann in einem Moment. Und seit diesen Jahren her kommt mir das auch immer wieder in den Sinn. Ich manchmal auch wie vielleicht zweifelnd Gott suchen und sagen, wie kann ich noch mehr machen mit dem, was du mir gibst. Und alles ist so wie eine Stimme. Es ist nicht immer schwierig, ist das auch Gottes Stimme, die eigenen Gefühle, was auch immer. Aber irgendwo, wenn ein Gedanke kommt und sagt, schau, vor Jahren hast du mir darum gebeten, dass du richtig spürst, was dran ist. Und seitdem begleite ich auch deinen Weg begleiten. Du darfst mir einfach vertrauen. Sachen werden kommen, Sachen wirst du vermehren, entwickeln. Aber Sachen sind noch zu früh. Oder Sachen habe ich nicht vorgesehen, mit dir zu machen, wo du vielleicht das Gefühl hast, es ist gut. Und auch dank diesem Gefühl merke ich, wie immer wieder ein Frieden zurückkommt. Auch in diesem Thema, vom Vorwärtsbringen und etwas bewegen und all das und herausfinden, wer bin ich und was mache ich überhaupt. Einfach auch wie dürfen Gott darum bitten, irgendwo ins Leben hineinzukommen, irgendwo uns ein Gefühl gibt, irgendwo richtig zu entscheiden. Und ich liebe es auch, weil ich weiss, schlussendlich, ich muss auch nicht den ganzen Tag vor jeder Entscheidung oder was auch immer beten. Du oftmals am Morgen sagen, Gott, du weisst ja, wir haben ein Abkommen, du hast einfach die Erlaubnis, in mein Hirn hineinzukommen und alles, was mir heute in den Sinn kommt, ist eigentlich von dir. Und meine Frau sagt, aber das kannst du nicht so sagen. Das ist viel zu einfach. Ich habe gesagt, ja, kann schon sein für dich, für mich passt jetzt das noch. Nein, aber was wollte ich mit dem sagen? Es ist nicht so, dass alles, was mir in den Sinn kommt, richtig überhaupt nicht. Aber ich merke irgendwo durch auch, wie ich dankbar bin, dass das Gefühl auch ein bisschen entwickeln darf. Das heisst nicht, wie gesagt, versteht mich nicht falsch, dass nicht Enttäuschungen passieren oder irgendwo Ideen haben und dann alles immer gelingt. Aber ich merke, irgendwo durch ist es ruhiger geworden in meinem Leben. Und das möchte ich euch ermutigen. Wir sollen entwickeln, vermehren, multiplizieren. Ja! Wir können auch noch stundenlang reden, bis am Morgen um 3 über das Vermehren. Und wir haben viele Ideen und machen und tun. Und ich sehe so vielen Menschen so viel Potenzial. Aber der ganze Druck ist eben gleich auch nicht von Gott. Und wenn wir Gott glauben, um Weisheit bitten darum,
dann bin ich überzeugt, werden wir unser bestes Leben schlussendlich leben können.